Guten Morgen. Es ist schon wieder Freitag, schon wieder der letzte Morgen, wo wir gemeinsam die Bibel lesen. Schön war's. Wir gehen in den letzten Abschnitt der Seligpreisungen. Und ich bitte dich, Jesus, jetzt nochmal, auch dass du heute Morgen nochmals zu uns sprichst. Richte unser Leben nochmal aus. Bring die ganze Schärfe deines Wortes in unser Leben hinein, damit wir klar werden in den Dingen, die dir wichtig sind. Amen. Amen. Hey, heute kommen wir zum sogenannten Höhepunkt dieser Seligpreisungen. Wir werden nachher merken, so die ganzen Seligpreisungen spitzen sich ein bisschen zu hier auf diese letzten. Und wir haben die ganze Woche jetzt darüber gesprochen, dass Jesus immer wieder sagt, Makarios, Makarios, Makarios. Also er beschreibt das gute Leben in diesen Seligpreisungen. Er beschreibt, was es bedeutet, ein gutes Leben zu führen, ein gottgefälliges Leben. Wir haben die letzten Tage darüber gesprochen, wie er diese Werte komplett auf den Kopf stellt. Ich meine, er schreibt wirklich gewisse Dinge, sagt gewisse Dinge, die ich selber wahrscheinlich vor dieser Woche nie als das gute Leben bezeichnet hätte, weil sie so nicht für mich, sie machen so für mich keinen Sinn, aber die haben wir jetzt so ein bisschen darüber gesprochen. Und heute kommen wir so zu diesem letzten, und das ist auch wieder so einer, glaube ich, wo ich bin, wenn ich Menschen sehe, die in dieser Position sind, die Jesus hier beschreibt, dann bin ich mir nicht so ganz so sicher, ob ich das als das gesegnete Leben bezeichnen würde. Ja. Willst du es mal lesen? Ja, ich lese es aus der ich lese hier aus der neuen Genfer, ist das gut? Ja. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft. Nein, Entschuldigung, ich muss Vers 10 beginnen. Vers 10 beginnen. Matthäus 5, Vers 10. 5, Vers 10 und Vers 11 und Vers 12. Genau. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht schlimme Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Genau. Also, es beginnt mit dem, glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das ist jetzt schon nochmal krass, wo Jesus wirklich hineingeht und wirklich sagt, hey, verfolgt zu werden. Und das trifft schon sehr, sehr etwas in mir, wo ich merke, ich bin so darum bemüht, beliebt zu sein. Es ist mir so unglaublich wichtig. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir Menschen, ich habe gehört, dass das so ist bei uns Menschen, wenn wir Ablehnung empfinden oder eben verfolgt werden, beschimpft werden, schon nur soziale Ablehnung, ausgegrenzt zu sein, ist das für unser Nervensystem, kann das vergleichbar sein mit einer Todesangst, weil das in uns loslässt, oh, was mache ich, wenn ich ausgeschlossen bin aus der Gesellschaft, wenn man mich nicht mehr mag. Das ist so ein großer Drang in unserem Herzen. Und Jesus spricht da einen Punkt an in uns. Ich weiß, ihr möchtet immer beliebt sein, aber positioniert euch neu an diesem Ort. Es ist okay, es ist sogar gut, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen verfolgt werdet. Ja, ich möchte ein bisschen von der anderen Seite kommen. Ich merke, ich höre auch immer wieder mal Christen, die sagen, ja, es ist gut, so verfolgt zu werden von Jesus, aber sie sind einfach sehr unliebende Menschen. Ja. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht der Punkt, der Jesus hier macht. So, ja, haue allen das Evangelium um die Ohren, die das nicht hören wollen. Sei radikal und all diese Dinge. Sondern was diesen paar Versen vorgeht, sind diese anderen Seligpreisungen, wo Jesus darüber spricht, was einen Menschen ausmacht, der gesegnet lebt. Also das reine Herz, Barmherzigkeit, Friedensstifter. Und das ist alles Dinge, die wie vorausgesetzt sind, dass man, wenn man mit diesen Dingen verfolgt wird, dann kann man frohlocken. Aber nicht einfach
ja, ich möchte jetzt Verfolgung und ich bin einfach die schlimmste Person, die es so wirklich gibt. Sondern nein, das geht wirklich, das geht darum, dass du der Gerechtigkeit willen, und wir haben ja über das gesprochen, das ist wieder das gleiche Wort, das bedeutet, eine Gerechtigkeit bedeutet, ich stehe in guter Beziehung zu den Menschen und ich stehe in guter Beziehung zu Gott. Ja. Und wir haben darüber gesprochen, dass Jesus in der ganzen Bergpredigt spricht er über diese bessere Gerechtigkeit, die der Pharisäer übersteigt. Und die Pharisäer haben versucht, die Gerechtigkeit vor Gott, also in guter Beziehung mit Gott zu sein, indem sie leisten und verdienen und alles versuchen, um gerecht dazustehen vor Gott. Und Jesus sagt, ja in der anderen Seligpreisung, wenn ihr dürstet und hungert nach Gerechtigkeit, dann werdet ihr gesättigt werden. Das ist dieser göttliche Passiv, dass Gott uns seine Gerechtigkeit gibt in Jesus Christus. Das ist ja dann der Punkt. Also er schenkt sie uns als Geschenk. Und jetzt kommt der Punkt, oder, dass Jesus sagt, selig, die verfolgt sind, um der Gerechtigkeit willen. Also diese Gerechtigkeit, die dir gegeben wird von Gott, die du dir nicht selber erarbeiten kannst durch Opfer und durch Gebet, sondern eine Gerechtigkeit, die dir geschenkt wird von Gott. Wenn du das proklamierst, dass Gott gnädig ist und dir das schenkt und du verfolgt wirst für das, dann kannst du dich freuen. Es gibt so eine Geschichte, die mir hilft, auch noch ein bisschen da eben reinzufühlen, wie das Gott wahrscheinlich oder wie das Jesus auch ein bisschen gemeint hat. Es gibt eine zeitlose Talkshow zwischen 3 Christen und der erste erzählt, hey, ich hatte keine Perspektive in meinem Leben und dann habe ich Jesus kennengelernt und dann kam Sinn in mein Leben und jetzt habe ich einen Job und habe Erfüllung gefunden. Die zweite Person sagt, ja, ich war alleine und nirgends und dann habe ich Jesus getroffen und seitdem gehöre ich zu einer Gemeinschaft und habe Freunde und so. Und dann kommt die dritte Person und sagt, ja, ich hatte ein wunderbares Umfeld, hatte gute Freunde, ich war reich und erfolgreich in meinem Job, dann habe ich Jesus getroffen und seitdem werde ich abgelehnt und verfolgt und habe nichts mehr. Und jetzt ist die Frage, welcher von diesen 3 Personen ist Paulus? Und da merken wir, okay, warte schnell. Wir haben in unserem Bild sehr oft, wir hören diese Geschichte und wir erzählen auch oft, seit ich Jesus habe, geht es mir in jedem Lebensbereich besser. Aber die Geschichte, die Jesus einfach immer noch schreibt, oder gerade mit den ersten Jüngern und die eigentlich die Vorbildsgeschichte für unser geistliches Leben ist oftmals diese Menschen in dieser Zeit, die Jesus nachgefolgt ist. Und so ist es auch an den meisten Orten überall auf dieser Welt, wenn man Jesus nachfolgt. Man riskiert alles zu verlieren, um Jesus nachzufolgen. Und das ist eigentlich der Kontext der Geschichte, wie man für Jesus lebt. Und ich glaube, da dürfen wir diese Perspektive immer auch wieder haben. Hey, grundsätzlich Jesus nachzufolgen bedeutet einfach auch, mit Jesus habe ich etwas gefunden, für das ich in Kauf nehme, andere Dinge zu verlieren, verfolgt zu werden und irdische Dinge nicht mehr als so wichtig zu erachten, weil ich Jesus habe. Ja, Jesus, ich finde das so schön, ich liebe an Jesus, dass er ein genialer Lehrer ist. Und er macht das rhetorisch hier auch sehr geschickt, weil er sagt in dieser Seligpreisung, sagt er ja immer, es ist ja eigentlich immer dieser Punkt, dass Jesus eigentlich mit seinen Jüngern da sitzt und er zeigt wie auf diese imaginären Personen und sagt seinen Jüngern, seht ihr diese Leute, die so sind, die sind gesegnet, die leben einem guten Leben, die sind gut, die haben das Good Life. Auch wenn es sehr paradox ist, aber er zeigt immer wie auf die. Und jetzt in Vers 11, ich stelle mir das so vor, Jesus spricht immer über diese Menschen, die irgendwie so, ja stimmt, okay, auch spannend, okay. Und dann plötzlich, in Vers 11, dreht sich Jesus zu den Jüngern, schaut ihnen in die Augen und er sagt, selig seid ihr. Und er spricht nicht mehr über sie, ein Leben, ein Ideal, sondern er dreht sich zu seinen Jüngern und er spricht sie direkt an und er sagt, selig seid ihr. Kleiner Steg, ja. Aber krass, großer Wechsel. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und euch das Ärgste nachsagen um meinetwillen. Er verwechselt auch das Wort nicht mehr Gerechtigkeit, sondern nicht um der Gerechtigkeit willen, sondern um mich.
Krass, Und ja. er verwendet das ganz bewusst, weil nachher lesen wir im Neuen Testament, wie die Jünger genau das gepredigt haben. Jesus ist die Gerechtigkeit Gottes. Er wurde zur Sünde, dass wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes werden. Jesus wechselt die Worte und er wechselt auch den Adressat, also nicht mehr passiv so über gewisse Menschen am Sprechen, sondern er spricht eigentlich genau auch zu dir und zu mir, während wir das lesen. Selig seid ihr, selig bist du, wenn sie dich schmähen und verfolgen und euch das Ärgste nachsagen um meinetwillen und dabei lügen. Freue dich und frohlocke, denn dein Lohn im Himmel ist groß, denn so haben sie auch die Propheten vor dir verfolgt. Und das ist ganz, ganz bewusst von Jesus so. Du kannst nicht mehr auf der Meta-Ebene ein bisschen diskutieren darüber, was das gesegnete Leben ist. Nein, er kehrt es und sagt eigentlich auch gerade voraus, wie du es so schön gesagt hast, was die Jünger dann in der Apostelgeschichte so krass erleben. Weil sie proklamieren, dass Jesus der Weg zu Gott ist, dass er die Gerechtigkeit Gottes ist, dass die geschenkt wird in der Gnade und sie werden aus den Synagogen geworfen, sie werden ausgepeitscht, sie werden vor Kaiser gezogen, sie werden schlussendlich, viele von ihnen, getötet für genau diese Botschaft. Also, Aber sie haben diese Perspektive, gibt Jesus ja auch. Ja. Hey, das ist alles auch verbunden mit diesem Lohn, den ihr im Himmel einfach erwartet werden. Und gleichzeitig auch ist da ja auch, schon bevor das sie es überhaupt erleben, hebt sie Jesus auf, auch rein jetzt menschlich in dieser Zeit, auf ein hohes Level, denn er vergleicht sie mit den Propheten. ja. Das ist ein krasser Vergleich. Also oder? Absolut, Dass das Wort da kommt. Ja, die Propheten haben, es ist schon spannend, er sagt, die Propheten vor euch. Ja. Also es gab Propheten vor euch und ihr seid jetzt die neuen Propheten. Und Das heißt wirklich, da ist Jesaja gemeint, der Daniel, das sind die, Nathan, all die Propheten, wirklich, die krassesten der krassen. Ja. Du denkst dir vielleicht so, okay, das ist ja nicht nur eine Zusage zu seinen Jüngern, sondern das ist eine Zusage zu uns heute, die Jesus nachfolgen. Ja. Vielleicht wichtig zu verstehen, viele von uns wissen nicht so genau manchmal, was die Propheten wirklich machten. Und ja, sie waren imstande, vorauszusagen, was passiert, aber die Hauptaufgabe von einem Prophet im Alten Testament war, dass er wusste, den Bund, der Israel mit Gott geschlossen hat, der bestand auf gewissen Bestimmungen. Und was der Prophet machte, ist, er schaute das Volk Israel an und er deklarierte und er verkündigte dem Volk Israel, wo sie diesem Bund nicht gerecht sind. Und er sagt, wenn ihr weiter so lebt, dann sind das die Konsequenzen, die Gott bereits im Bund gesagt hat. Und ich glaube, für uns ist ganz wichtig zu verstehen, wir sind Propheten heute nicht mehr aufgrund vom Gesetz in Sinai. Wir sind heute Propheten, die das Evangelium verkündigen, dass Gott Frieden geschlossen hat durch seinen Sohn Jesus Christus und dass jeder, der an ihn glaubt, jeder wird das ewige Leben haben und wird nicht verloren gehen. Halleluja. Und das ist unsere prophetische Aufgabe von dir, von uns, nicht nur als Kirche, sondern von dir als Einzelperson auch. Du bist ein Prophet, der aufgrund des Evangeliums in die Welt hinausgeht und das deklariert und verkündigt. Das ist eine höhere Stufe, du hast recht. Ja, im Zusammenhang mit der Bibel, weißt du, also, dass Jesus hier seine Jünger und auch seine Nachfolger, also wir lesen am Anfang, dass ja die Menge wahrscheinlich auch noch größer war rundherum, dass Jesus uns Nachfolger mit dem vergleicht. Ich meine, ich habe nie ein biblisches Buch geschrieben. Ich finde mich auch jetzt nicht annähernd so krass wie Hosea oder den Joel aus der Bibel. Ja. Und trotzdem, aber für Jesus bedeutet es, hey, ja, doch, da ist eine gemeinsame Aufgabe und das zeigt schon ein bisschen, was es für ein Privileg ist, zu Jesus zu gehören. Ein Nachfolger von Jesus zu sein, ist geistlich gesehen, aus Gottes Perspektive, ein unglaubliches Privileg und auch eine unglaublich wichtige Aufgabe. Absolut. Eine unglaublich wichtige Aufgabe, an Gottes Stelle Botschafter zu sein, Prophet zu sein an Gottes Stelle. Und wir sind auch Propheten füreinander. Ja? Ich glaube, das ist so, Propheten, wir wollen in Jesus Christus wachsen, darum brauchen wir einander, weil sie ermahnen. Propheten ermahnen grundsätzlich andere Menschen und warnen sie, wenn sie irgendwo nicht aufgrund des neuen Bundes leben. Und wir sehen das sogar bei Paulus und Petrus. Es gibt diese wunderbare Stelle in der Apostelgeschichte, wo Petrus, vielleicht kennt ihr sie, in Jerusalem, da kommen ein paar, er sitzt mit den Heiden da, und dann kommen ein paar hoherrangige Juden. Ja. Und was macht Petrus? Er zieht sich zurück
Er sitzt weg von den Heiden, weil er sich schämt und sitzt zu den. Und was macht Paulus? Er konfrontiert ihn vor allem und sagt, das ist nicht das Evangelium, das du jetzt gerade lebst. Das ist prophetisch. Das Evangelium bedeutet, wir sind weder Jude noch Grieche, wir sind weder Mann noch Frau, wir sind weder Sklave noch Herr, wir sind eins in Jesus, eine Familie. Und du, Petrus, du lebst nicht aufgrund des Evangeliums gerade. Weißt du, was mich manchmal ein bisschen, wo ich glaube, da dürfen wir in unserer Kultur wirklich ein bisschen, auch unter Christen, wir dürfen unserem Nächsten ein bisschen mehr zutrauen, dass Gott durch ihn durch zu mir wirkt. Mein erster Prophet ist nicht irgendein entfernter Speaker oder Prediger, ist meine Frau. Die ist geisterfüllt und Gott will durch sie hindurch immer wieder in mein Leben sprechen. Und logisch, das braucht Mut, einer Person, die so nahe ist und ich sie kenne, trotzdem zuzutrauen, hey, du bist genau die Person, durch die Gott immer wieder zu mir spricht. Und ich erlebe das, die Leute, die nahe um mich herum sind, und ich habe mich wie für das entschieden im Herzen. Wenn Jesus sogar seine Jünger einfach nennt, ich vergleiche euch mit den Propheten im Alten Testament. Das ist ja schon krass. Jesus traut seinem Umfeld die Geistlichkeit zu, dass Gott Großes durch sie tun möchte. Und so möchte ich diese Haltung auch haben. Schön. Mein Umfeld, die Leute um mich herum, das sind geisterfüllte Menschen. Gott will prophetisch durch sie sprechen. Gott will sie nutzen als Botschafter von der besten, größten, wertvollsten Botschaft, dem Evangelium. Und diese Sicht auf meine Brüder und Schwestern zu haben, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das nicht verlieren und nicht in die Nazareth-Falle tappen. Die Nazareth-Falle ist als Jesus selber, der Sohn Gottes, in seine Heimatstadt ging, nach Nazareth, haben sie nicht geglaubt, wirklich, dass den kennen sie ja gut, das ist doch der Sohn von Josef, der Zimmermann, da kann ja nichts was passieren. Und Jesus konnte kaum Wunder tun, Jesus hat sich nicht verändert, aber der Unglaube, weil ich kenne dich ja gut, ich kenne auch, was da dein Umfeld ist, und weil man jemanden gut kennt, glaubt man nicht mehr, dass Gott Großes tut für die Person hat. So funktionieren wir Menschen, und da müssen wir vorsichtig sein. Also lasst uns mutig sein, einander viel zuzutrauen, dass Gott durch deinen Nächsten Großes tun will. Mega schön. Liebe Freunde, das war unsere Woche. Let's pray. Sollen wir beten? Ja, let's do it. Komm, wir starten da, wo ich jetzt gerade spreche. Ja. Weil bevor wir jetzt für dich beten und für mich, beten wir für eine Person in unserem Umfeld, dass Gott sie wie ein Prophet damals braucht, um seine Botschaft durchzubringen zu den Menschen heute. Und ich nehme diese Person, ich weiß jemand, und ich bitte dich, Jesus, für sie, dass du genau sie heute brauchst. Danke, bist du, Heiliger Geist, wohnst du in dieser Person und hast du sie berufen, eine Stimme in dieser Welt zu sein, die zu den Menschen durchdringt, damit die Menschen dich, Jesus, erkennen und Frieden schließen können mit ihr. Und ich bitte dich um wunderbare Gelegenheit für diese Person. Ich bitte dich, Jesus, um offene Herzen, dass du durch diese Person immer wieder hineinscheinst und Menschen retten kannst. Ich bitte dich, Herr, auch jetzt einfach für übernatürliche Freude. Ja. Für die hier zuhören und wirklich durch die Hölle gehen für dich. Die es erlebt haben, dass sie ungerecht behandelt wurden, dass über sie gelästert wurde, dass über sie hergezogen wurde, dass Lügen verbreitet wurden über sie, wo ihr Ruf zerstört wurde, wo Rufmord passierte, einfach nur aus dem Grund, weil sie dich lieben. Und ich bitte dich, Vater, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du genau diesen Menschen deine Freude schenkst. Eine übernatürliche Freude. Und dass ein tiefes Bewusstsein entstehen darf, dass der Lohn im Himmel riesig sein wird. Ja, Jesus. Danke bist du gut und danke bist du da, auch an diesem letzten Wochentag. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. So gut, mit dir immer wieder Bibel zu lesen. Ich hoffe, es hat dir auch viel Freude gemacht. Danke, Tim. Uns macht es große Freude. Ja, das ist toll. Wir lieben es. Ja.
bald wieder. Es war Vielleicht. super, diese Woche mit dir zu verbringen. Und erinnere dich daran, dass Gott weiter jetzt dein Herz formen darf, was das gute Leben wirklich bedeutet in seiner Sicht. Weil wir wollen schlussendlich Jesus Christus ähnlicher werden. Furchtlos leben und unser Umfeld positiv beeinflussen, so wie er es getan hat. Amen. Wir wünschen dir ein wunderbares Wochenende. Bis bald wieder. Tschüss.